Deutsch A2 B1 Тренажер немецких фраз. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку, и все фразы соответствуют программе уровня А2 Б1 и предназначены для усвоения программных требований. Итак, когда я голоден, я иду в ресторан. Мы здесь видим, что у нас сложное предложение с придаточным, которое предшествует главному предложению. Wenn ich Hunger habe, gehe ich in eine Gaststätte. Wenn ich Hunger habe, gehe ich in eine Gaststätte. Wenn ich Hunger habe, gehe ich in eine Gaststätte. Если вам понравится, я закажу себе тоже жареную свинину. Wenn es Ihnen schmeckt, bestelle ich mir auch den Schweinebraten. Wenn es Ihnen schmeckt, bestelle ich mir auch den Schweinebraten. Wenn es Ihnen schmeckt, bestelle ich mir auch den Schweinebraten. Если у меня будет время, я навещу своего друга в отеле. Wenn ich Zeit habe, besuche ich meinen Freund im Hotel. Wenn ich Zeit habe, besuche ich meinen Freund im Hotel. Wenn ich Zeit habe, besuche ich meinen Freund im Hotel. Если не поздно, я позвоню господину Шварцу. Wenn es nicht spät ist, rufe ich Herrn Schwarz an. Wenn es nicht spät ist, rufe ich Herrn Schwarz an. Wenn es nicht spät ist, rufe ich Herrn Schwarz an. Если я вас не побеспокою, я закурю еще сигарету. Или если вам не будет мешать, я закурю еще сигарету. Wenn ich Sie nicht störe, rauche ich noch eine Zigarette. Wenn ich Sie nicht störe, rauche ich noch eine Zigarette. Wenn ich Sie nicht störe, rauche ich noch eine Zigarette. Wenn ich Sie nicht störe, rauche ich noch eine Zigarette. Когда я получу формуляр, я немедленно его заполню. Wenn ich das Formular bekomme, fülle ich es gleich aus.
Wenn ich das Formular bekomme, fülle ich es gleich aus. Wenn ich das Formular bekomme, fülle ich es gleich aus. Сегодня я обедаю в ресторане. Ich esse heute in einer Gaststätte zu Mittag. Ich esse heute in einer Gaststätte zu Mittag. Ich esse heute in einer Gaststätte zu Mittag. Где ты сегодня ужинаешь? Wo isst du heute zu Abend? Wo isst du heute zu Abend? Wo isst du heute zu Abend? Когда он вчера позвонил? Вчера он позвонил только в 3 часа. Wann hat gestern angerufen? Hat gestern erst um 3 Uhr angerufen. Wann hat gestern angerufen? Hat gestern erst um 3 Uhr angerufen. Когда он вчера пошел? Вчера он пошел только в 4 часа. Wann ist gestern gegangen? Ist gestern erst um 4 Uhr gegangen. Wann ist gestern gegangen? Ist gestern erst um 4 Uhr gegangen. Когда он вчера завтракал? Вчера он завтракал только в 7 часов. Wann hat gestern gefrühstückt? Hat gestern erst um 7 Uhr gefrühstückt. Я вам напоминаю, что это у нас perfekt. Wann hat gestern gefrühstückt? Hat gestern erst um 7 Uhr gefrühstückt. Когда он вчера обедал? Вчера он обедал только в 4 часа. Wann hat gestern zu Mittag gegessen? Hat gestern erst um 4 Uhr zu Mittag gegessen. И здесь мы видим устойчивое выражение zu Mittag. Essen – обедать. Wann hat gestern zu Mittag gegessen? Hat gestern erst um 4 Uhr zu Mittag gegessen. Когда он вчера ужинал? Вчера он ужинал только в 9 часов. Wann hat gestern zu Abend gegessen? Hat gestern erst um 9 Uhr zu Abend gegessen. Wann hat gestern zu Abend gegessen? Hat gestern erst um 9 Uhr zu Abend gegessen. Здесь у нас тоже устойчивое выражение zu Abend essen.
ужинать. Когда он вчера ходил за покупками? Он ходил за покупками в 10 часов. Ходить за покупками у нас один глагол. Einkaufen. Wann hat gestern eingekauft? Hat gestern erst um 10 Uhr eingekauft. Wann hat gestern eingekauft? Hat gestern erst um 10 Uhr eingekauft. Можешь сегодня купить фрукты, иначе у нас не будет фруктов на завтрак. Модальный глагол können. Kannst du heute Obst kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück kein Obst. Kannst du heute Obst kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück kein Obst. Можешь купить молоко сегодня, иначе у нас не будет молока на завтрак. Kannst du heute Milch kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück keine Milch. Kannst du heute Milch kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück keine Milch. Можешь сегодня купить сыр, иначе у нас не будет сыра на завтрак. Kannst du heute Käse kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück keinen Käse. Kannst du heute Käse kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück keinen Käse. Можешь сегодня купить колбасу, иначе у нас не будет колбасы на завтрак. Kannst du heute Wurst kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück keine Wurst. Kannst du heute Wurst kaufen? Sonst haben wir zum Frühstück keine Wurst. Говорят, ты не любишь масло. Нет, я очень его люблю. Man sagt, du isst Butter nicht gern. Doch, ich esse Butter sehr gern. Обратите внимание на употребление неопределенно личного местоимения man. Его употребляют, когда в главном предложении нет у нас подлежащего. Это в русском предложении. В немецком оно выполняет роль подлежащего. То есть, когда у нас есть местоимение man, то глагол стоит в третьем лице единственного числа. Но переводится глагол в этом случае третьим лицом множественного числа. То есть они говорят кто-то, да, кто-то они говорят. Обратите внимание на ответ. Doch, ich esse Butter sehr gern. В русском предложении мы обычно на такой вопрос отвечаем словечком нет. То есть как бы да. Нет, я очень люблю. Doch, ich esse Butter sehr gern. Да, doch.
Говорят, ты не любишь есть овощи. Нет, я люблю есть овощи. Man sagt, du isst Gemüse nicht gern. Doch, ich esse Gemüse sehr gern. Man sagt, du isst Gemüse nicht gern. Doch, ich esse Gemüse sehr gern. Говорят, ты не любишь есть картошку. Нет, я очень люблю картошку. Man sagt, du isst Kartoffeln nicht gern. Doch, ich esse Kartoffeln sehr gern. Man sagt, du isst Kartoffeln nicht gern. Doch, ich esse Kartoffeln sehr gern. Говорят, ты не любишь есть яйца. Нет, я очень люблю яйца. Man sagt, du isst Eier nicht gern. Doch, ich esse Eier sehr gern. Man sagt, du isst Eier nicht gern. Doch, ich esse Eier sehr gern. Вы знаете, что встреча начинается завтра? Здесь у нас опять сложные предложения. Придаточное стоит после главного. Глагол на последнем месте. Об этом не забываем. Wissen Sie, dass die Besprechung morgen beginnt? Wissen Sie, dass die Besprechung morgen beginnt? Знаете ли вы, что визит начинается завтра? Wissen Sie, dass der Besuch morgen beginnt? Wissen Sie, dass der Besuch morgen beginnt? Вы знаете, что выставка начинается завтра? Wissen Sie, dass die Ausstellung morgen beginnt? Wissen Sie, dass die Ausstellung morgen beginnt? Он говорит, что ты едешь в Берлин. Это правда, что я еду в Берлин. Sagt, dass du nach Berlin fährst. Es stimmt, dass ich nach Berlin fahre. Sagt, dass du nach Berlin fährst. Es stimmt, dass ich nach Berlin fahre. Она говорит, что ты учишься в Берлине. Это правда, что я учусь в Берлине. Sie sagt, dass du in Berlin studierst. Es stimmt, dass ich in Berlin studiere. Sie sagt, dass du in Berlin studierst. Es stimmt, dass ich in Berlin studiere. Он говорит, что ты живешь в отеле. Это правда, что я живу в отеле. Sagt, dass du im Hotel wohnst. Es stimmt, dass ich im Hotel wohne. Sagt, dass du im Hotel wohnst.
Es stimmt, dass ich im Hotel wohne. Она говорит, что тебе нужна комната. Это правда, что мне нужна комната. Sie sagt, dass du ein Zimmer brauchst. Es stimmt, dass ich ein Zimmer brauche. Sie sagt, dass du ein Zimmer brauchst. Es stimmt, dass ich ein Zimmer brauche. Он говорит, что у тебя есть машина. Это правда, что у меня есть машина. Sagt, dass du einen Wagen hast. Es stimmt, dass ich einen Wagen habe. Sagt, dass du einen Wagen hast. Es stimmt, dass ich einen Wagen habe. Он говорит, что ты свободен после обеда. Это правда, что после обеда я свободен. Sagt, dass du nachmittags frei bist. Es stimmt, dass ich nachmittags frei bin. Sagt, dass du nachmittags frei bist. Es stimmt, dass ich nachmittags frei bin. Ты знаешь, где он сейчас? К сожалению, я не знаю, где он сейчас. Weißt du, wo jetzt ist? Leider weiß ich nicht, wo jetzt ist. Weißt du, wo jetzt ist? Leider weiß ich nicht, wo jetzt ist. Ты знаешь, как дела у твоего друга? К сожалению, я не знаю, как дела у моего друга. Weißt du, wie es deinem Freund geht? Leider weiß ich nicht, wie es meinem Freund geht. Weißt du, wie es deinem Freund geht? Leider weiß ich nicht, wie es meinem Freund geht. Weißt du, wie es deinem Freund geht? Leider weiß ich nicht, wie es meinem Freund geht. Ты знаешь, что написали студенты? К сожалению, я не знаю, что написали студенты. Weißt du, was die Studenten geschrieben haben? Leider weiß ich nicht, was die Studenten geschrieben haben. Обратите внимание, что в придаточном предложении у нас сложное сказуемое, то есть состоящее из спрягаемой части и неспрягаемой. Неспрягаемый у нас партицип zwei. То есть спрягаемая часть на последнем месте стоит, а неспрягаемая на предпоследнем. Это правило. Weißt du, was die Studenten geschrieben haben? Leider weiß ich nicht, was die Studenten geschrieben haben. Ты знаешь, куда он пошел? К сожалению, я не знаю, куда он пошел.
Weißt du, wohin er gegangen ist? Leider weiß ich nicht, wohin er gegangen ist. Weißt du, wohin er gegangen ist? Leider weiß ich nicht, wohin er gegangen ist. Есть ли у тебя желание поехать на море? Да, я давно хотел поехать на море. И здесь мы будем использовать устойчивое выражение «иметь желание». Hast du den Wunsch, ans Meer zu fahren? Ja, ich wollte schon lange ans Meer fahren. Хочешь поехать в Любек? Да, я давно хотел поехать в Любек. Hast du den Wunsch, nach Lübeck zu fahren? Ja, ich wollte schon lange nach Lübeck fahren. Хочешь поговорить с шефом? Да, я давно хотел поговорить с начальником. Hast du den Wunsch, den Chef zu sprechen? Ja, ich wollte schon lange den Chef sprechen. Hast du den Wunsch, den Chef zu sprechen? Ja, ich wollte schon lange den Chef sprechen. У вас есть желание принять участие в конференции? Да, я давно хотел принять участие в конференции. Haben Sie den Wunsch, an der Konferenz teilzunehmen? Ja, ich wollte schon lange an der Konferenz teilnehmen. Haben Sie den Wunsch, an der Konferenz teilzunehmen? Ja, ich wollte schon lange an der Konferenz teilnehmen. Я советую вам голосовать напрямую. Голосовать – это значит выбирать. Да, когда мы голосуем, мы выбираем кого-то. Ich rate Ihnen, direkt zu wählen. Ich rate Ihnen, direkt zu wählen. Я советую вам попробовать еще раз. Ich rate Ihnen, noch einmal zu versuchen. Ich rate Ihnen, noch einmal zu versuchen. Я советую тебе не набирать номер так быстро. Набирать номер – это значит тоже выбирать какой-то номер. И глагол wählen. Ich rate dir, die Nummer nicht so schnell zu wählen. Ich rate dir, die Nummer nicht so schnell zu wählen. Советую тебе перезвонить. Ich rate dir, zurückzurufen. Ich rate dir, zurückzurufen. Ты собираешься завтра кататься на лодке? Мне нравится кататься на лодке. Fährst du morgen Boot? Ich fahre Boot gern. То есть здесь у нас фраза
показывает будущее время, при этом предложение находится в форме present, в настоящем, но о будущем времени нам говорит словечко morgen, завтра. То есть дословно, ты едешь завтра на лодке или ты будешь завтра кататься на лодке. Fährst du morgen Boot? Ich fahre Boot gern. Ты завтра пойдешь гулять? Мне нравится гулять. Gehst du morgen spazieren? Ich gehe gern spazieren. Gehst du morgen spazieren? Ich gehe gern spazieren. Ты завтра будешь плавать в озере? Мне нравится купаться в озере. Badest du morgen im See? Ich bade gern im See. Badest du morgen im See? Ich bade gern im See. Поедем завтра за город. Мне нравится выезжать на природу. То есть одно и то же, за город и на природу. Fahren wir morgen ins Grüne? Ich fahre gern ins Grüne. Fahren wir morgen ins Grüne? То есть ins Grüne на природу, за город. Ich fahre gern ins Grüne. Ты пойдешь завтра на выставку? Мне нравится посещать выставки. Besuchst du morgen eine Ausstellung? Ich besuche gern eine Ausstellung. Besuchst du morgen eine Ausstellung? Ich besuche gern eine Ausstellung. Ты будешь там плавать? И теперь у нас будут предложения тоже в будущем времени, но здесь нам необходимо использовать futurum 1, так как таких словечек, как завтра, через неделю, на следующий год у нас не будет. Wirst du dort baden? Wirst du dort baden? И я напоминаю, как образуется будущее время futurum 1. С помощью вспомогательного глагола werden в нужном лице и числе, здесь у нас второе лицо, плюс инфинитив основного глагола. То есть глагол будет находиться на последнем месте в форме инфинитив, в начальной форме глагола. Wirst du dort baden? Ты будешь там плавать. Ты будешь там кататься на лодке? Wirst du dort Boot fahren? Wirst du dort Boot fahren? Ты поедешь туда на природу? Wirst du dort ins Grüne fahren? Wirst du dort ins Grüne fahren? Ты будешь лежать там у озера? Wirst du dort am See liegen? Wirst du dort am See liegen? Ты пойдешь там в лес?
Wirst du dort in den Wald gehen? Wirst du dort in den Wald gehen? Ты будешь гулять там в окрестностях? Wirst du dort in der Umgebung spazieren gehen? Wirst du dort in der Umgebung spazieren gehen?